Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 5. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe des VfB Stuttgart. Und wie ihr seht, wir stehen hier vor dem Müngersdorfer Stadion. Und das liegt einfach daran, dass irgendjemand doch gesagt hat, wenn man früher kommt, dann kriegt man einen Hoodie. Ja, nur was jetzt der Hoodie mit Stuttgart zu tun hat, ne? Ich weiß es nicht. Ne? Ich dachte, du wolltest das jetzt mit unserem Motto erzählen, was damit gemeint ist. Ja, würde ich gerne. Ich habe aber das Motto ehrlicherweise selber nicht so ganz richtig verstanden. Wir lesen es mal ganz langsam vor und vielleicht habt ihr eine Idee. Da steht nämlich drauf, wer die Wahl hat, hat die Punkte. Was willst du machen? So, erstmal 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen den VfB. Prösterchen, Leute. Oh. Ja, darauf können wir uns schon mal einigen. Ne? Aber ja, was heißt das jetzt? Ja, also ich kann nur sagen, was das Spiel gegen den VfB anbelangt, wenn ich die Wahl hätte, ich würde die Punkte nehmen. Ja, wir sagen ja, wir haben die Wahl und also vielleicht könnte man sagen, der Trainer hat jetzt so viele Wahlmöglichkeiten, dass er bessere Chancen hat, Punkte zu kriegen. Ne? Absolut. Und das hat man ja in den letzten Spielen auch glasklar auf dem Platz gesehen. Ja. Ich meine, was wir da für eine Qualität nachschießen können, jederzeit, auch im späteren Spielverlauf. Wenn die anderen schon ein bisschen platt sind, dann schicken wir noch richtige Granaten aufs Spielfeld, die ein Spiel auch drehen können. Absolut. Dadurch haben auch die Spieler mehr Wahlmöglichkeiten. Ne? Also immer einer anspielbereit, weil immer gute Leute da, die den Ball annehmen können. So. Ja. Also so könnte man das auch sehen. Ja, also so vielleicht könnt ihr das auch so verstehen. Ne? Ja, was könnte es denn sonst noch bedeuten? Hat es vielleicht mit dem Wochenende generell zu tun? Was steht denn sonst noch? Steht noch was an? Ja, ist vielleicht Weltwahltag oder irgend sowas. Ne? Das sind ja Säugetiere. Nee, aber wir haben ja Wahlen. Ne? Wahlen. Ne? Das habe ich schon mitbekommen. Ne? So doof bin ich jetzt auch wieder nicht. Ne? Ja. Und da könnte man jetzt mal sagen, dass wir Wahlen haben, ist vielleicht gut für den Verein. Ja. Also wer die Wahl hat, hat die Punkte. Ich denke mal, das gilt natürlich für unsere Vorstandswahl ganz im Besonderen. Und die Mitgliederversammlung am Samstag, im Übrigen auf der Ostseite, da soll ja die Bühne aufgebaut sein, zum ersten Mal im Stadion. Ja. Und was meinst du denn, welche Vorteile hat das für unseren Verein, dass wir jetzt eine Wahl haben? Ich finde, also erstmal ist ja lustig, wir haben eine Wahl. Also das erste Mal, dass da 3 Nasen, Nasiere, also sind ja immer so Triple-Nasen, ne? 3 Supernasen zur Auswahl. Ne? So, das ist schon mal was ganz Besonderes. Und wenn ich so von oben drauf gucke, muss ich sagen, es ist ja auch qualitativ was anderes. Ich finde, dass sich diese Vereinsdemokratie unfassbar verändert und verbessert hat und dass das wirklich sich für den Verein sehr, sehr auszahlt in Punkten. Also es ist ein Punkt für den Verein, dass wir das auf diese Art und Weise machen können. Ich empfinde das als großen Fortschritt. Ja, absolut. Also an der Stelle würde ich auch mal einen Punkt machen wollen, was den Mitgliederrat anbelangt. Ja. Denn ich finde, dass erstens eine sehr gute Wahlperiode hier hinter uns liegt, also gerade was die Auswahl der Kandidaten anbelangt. Also man hat wirklich ein sehr, sehr starkes Team, finde ich, zusammengestellt. Aber ich würde auch gerne mal generell dem Mitgliederrat an dieser Stelle ein richtiges Kompliment machen für die Arbeit in den letzten Jahren. Und so lang ist das ja noch gar nicht, wenn man da mal zurückschaut. Es wird ja von vielen behauptet, dass der Mitgliederrat dafür verantwortlich ist, dass wir seit Jahrzehnten den Bach runtergehen. Aber das ist ja völliger Quatsch. Also man erinnere sich an das Jahr 2012, als hier über diesem Stadion in der Südkurve der große schwarze Rauch nach unserem Abstieg, wir spielten gegen Bayern München am letzten Spieltag, ihr könnt euch da alle dran erinnern. Es war nicht nur eine der schwärzesten Stunden des 1. FC Köln, sondern vielleicht sogar die schwärzeste Stunde überhaupt. Kurz zuvor war Overath zurückgetreten und im Herbst stand dann die Mitgliederversammlung an. Und auf dieser Veranstaltung, also 2012, gerade mal vor 13 Jahren, ist der Mitgliederrat zum ersten Mal ins Leben gerufen worden. Und was die Jungs und Mädels in all den Jahren geleistet haben, da muss ich wirklich sagen, da kann man nur den Hut vorziehen.
Und ich kann nur an all diejenigen appellieren, die auch den Mitgliederrat bei jeder Gelegenheit stark kritisieren. Das sind Leute, die wirklich für uns alle arbeiten und im Sinne des Vereins richtig viel vorangebracht haben in diesen 13 Jahren. Also von daher Kompliment. Und die haben von Wahl zu Wahl mehr Punkte gesammelt. Man muss ja sagen, am Anfang, als noch keiner so genau wusste, was das ist, da hat sich dann, ich möchte nicht sagen jeder Hiopai, ne, aber jeder hat gedacht, da gehe ich mal im Mitgliederrat oder sowas. Das ist ja lange nicht mehr so. Die Qualität der Leute, die wir da heute im Mitgliederrat haben, ist ja überragend. Und das hat auch was damit zu tun, dass wir gesehen haben, dass der Mitgliederrat durchaus gestalten kann und dass das nicht nur irgend so eine Laberei ist oder sowas und dass die alle auch wirklich mitarbeiten. Und dadurch, so ist meine Wahrnehmung, haben wir richtig gute Leute mittlerweile da. Also auch da ist, dass wir die Wahl haben und von Wahl zu Wahl auch der Mitgliederrat sich auch verändert hat, ja, haben wir einen unfassbaren Qualitätszuwachs zu verzeichnen. Finde ich toll. Ja. Naja, also wenn wir jetzt mal diese drei Teams betrachten, die haben sich jetzt ein paar Wochen lang ja richtig in den sozialen Medien und auch in diversen Formaten, naja, bekämpft würde ich nicht sagen, aber der Ton ist rauer geworden, schon jetzt auch gerade in den letzten Tagen. Und ich finde das im Rahmen noch, ehrlich gesagt. Also kann man so sehen, finde ich auch. Ein Team hat sich aus meiner Sicht sehr schnell disqualifiziert. Und übrig geblieben sind für mich 2 Teams. Ich habe eine klare Präferenz. Das ist, an der Stelle kann ich das auch so sagen, ist wirklich glasklar das Team des Mitgliederrats. Also das Team Stobbe, Alvermann, Sobeck. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie hier ein plumper Aufruf, sondern einfach meine Meinung und die wollte ich an der Stelle auch gern sagen. Ja. Ich kann nur wieder betonen, dass ich das grundsätzlich erstmal fantastisch finde, dass es 3 Teams sind, die wir zur Wahl haben. Also es ist nicht dieses Pest oder Cholera und früher hatten wir eigentlich nur Cholera oder Cholera. Ja. Ne? Also das ist es nicht mehr, womit ich um Gottes Willen die früheren Präsidien überhaupt nicht diskreditieren möchte, sondern es geht natürlich dann, man hat wenig Wahlmöglichkeiten gehabt und ich sehe es ein bisschen wie bei so einem Videospiel, ne, wo du von Level zu Level gehst. Und so sind wir auch von Vorstandsteam zu Vorstand. Jeder muss auf seinem Level bestimmte Aufgaben erfüllen und dann irgendwann haben diese Vorstände sich quasi ja selber auch abgeschafft, weil die Dinge, die sie zu erledigen hatten oder sowas, waren gemacht und dann läuft es sich irgendwann wund oder rund oder so. Und dann musst du eine nächste Stufe schalten. So würde ich betrachte ich das. Ja, für mich sieht das eher so aus, als ob wir so viele Fehler gemacht haben mit so vielen verschiedenen Präsidien in der Vergangenheit, dass wir so viel daraus auch gelernt haben müssen und mittlerweile, glaube ich, in der Lage sein sollten, eine Schnittmenge zu identifizieren, die besteht aus den Dingen, die für unseren Verein wirklich sinnvoll sind. Und da gehört schon auch das letzte Vorstandsteam auch dazu. Also natürlich sind viele Dinge auch richtig gemacht worden, es sind Fehler gemacht worden. Aber für mich fühlt es sich ein bisschen so an, als ob wir an einem Punkt wären in unserem Verein, dass wir so langsam den Turnaround, ich meine, darf nicht vergessen, wir sind seit fast 30 Jahren mittlerweile im Fahrstuhl und haben so viel falsch gemacht, aber auch so viel gelernt, dass es eigentlich nur aufwärts gehen kann. Und diese Leute, die jetzt am Start sind für das Präsidentenamt, für das Vorstandsamt, denen traue ich das charakterlich zu, von der Personality her und vor allen Dingen auch von den Skills, also von den Fähigkeiten, die sie mitbringen. Da kommt sehr viel Kompetenz zusammen und davon können wir als Verein nur profitieren. Also wer die Wahl hat, hat die Punkte. Wer die Wahl hat die Punkte und kann nur nach vorne. Ich finde, also das Fehler machen, wenn ich das sage, gehört ja dazu. Und du hast es selber ja gesagt, im Grunde, man lernt ja wahnsinnig viel daraus und dann muss eben jeder quasi mit der Aufgabe, die er da hat, Dinge richtig und falsch machen. Und das meine ich insgesamt, wenn ich von oben drauf gucke, sehe ich eine wirkliche positive Entwicklung innerhalb dieser Zeit, dieser letzten 10, 15 Jahre. Das finde ich schon. Das kannst du insgesamt sehen. Da kann man immer Einzeldinge angucken und sagen, das war scheiße und so. Stimmt auch. Ja? Und diese Abstiege, um Gottes Willen. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, ist unser erster FC Köln, sammelt da gerade Punkte und verschenkt nicht mehr. Also die Wahl. Naja, also ich freue mich sehr auf die Mitgliederversammlung. Ja. Habe übrigens dieses Jahr, wollte ich auch mal zeigen, 20 Jahre Mitglied.
und auch immer brav auf den Veranstaltungen gewesen. Ist sehr zeitaufwendig, das weiß jeder, der da mal war. Und das ist auch unabhängig davon, ob ich jetzt irgendwie 2 Stunden Anfahrt habe oder ob ich, wie ich in Köln-Weiden wohne. Also auch ich muss mir an der Stelle irgendwie 12 Stunden freiräumen. Denn das geht immer ganz schön lang. Ich hoffe, am Wochenende ist es nicht so lang. Also das ist der einzige Nachteil an dieser Dreierkonstellation, dass natürlich sich das ewig in die Länge ziehen wird. Wer die Wahl hat, ganzen hat die Träne Reden. Ja, unten. genau. Also, in dem Fall, wer die Wahl hat, hat die Qual. Ja, ja. So, es soll ja sogar WhatsApp-Aktionen geben, dass Leute erst dann benachrichtigt werden, wenn es jetzt kurz vor der eigentlichen Wahl dann auch ist. Und dann erscheinen die erst, was ich, finde ich eher ein bisschen schwach, diesen Aufruf. Nein. Also wer es noch nie mitgemacht hat, und es gibt ja viele neue Mitglieder, die auch am Start sind, ich kann es wirklich nur empfehlen. Das ist ein Ort der Zusammenkunft. Nicht umsonst heißt das Ding Mitgliederversammlung. Und das ist das entscheidende Wort für mich. Es ist eine Versammlung. Also ich bin auch absoluter Gegner von diesen Hybrid-Vorschlägen. Es ist ein Ort der Zusammenkunft, wo man sich austauscht, wo man sich ausspricht, wo man sich auch mal Dinge an den Kopf knallt und wo die Reden, die vor Ort gehalten werden, auch Einfluss nehmen können auf eine Entscheidung, zum Beispiel auch eine Wahlentscheidung. Und das sind alles Sachen, also dieser Schweiß vor Ort und ich war selber schon in der Bütt und habe da gesprochen, also ich weiß, wovon ich rede. Das gehört dazu und deswegen für mich gibt es nichts Schlimmeres als Veranstaltungen, wo Leute dann hybrid teilnehmen. Nee, also hat auch nichts mit der Bundestagswahl oder so zu tun. Das ist ganz was anderes. Eine Mitgliederversammlung, da muss ich hin, wenn ich da mitreden will und wenn ich mich für Vereinspolitik interessiere, dann muss ich meinen Hintern dahin bewegen. Das ist da meine Meinung. Ja, wir haben vielleicht bei der Bundestagswahl auch ein bisschen das Thema, dass die Leute zu stark in so Konsumentenhaltungen reinkommen und denken, sie müssen alles geliefert kriegen. Das kannst du dir als Verein gar nicht leisten. Vereinsdemokratie hat immer was damit zu tun, dass sich Leute engagieren und bereit sind, sich auch wirklich einzubringen. Und das Mindeste ist, dass man seinen Arsch hochkriegt. Richtig. Und nicht, dass man glaubt, man kann zu Hause so ein bisschen neben dem Daddeln oder neben irgendwie der Fernseh gucken oder Streamingdienste oder so mal irgendwo draufklicken, ohne dass man sich die ganzen Reden anhört. Das ist zwar schwierig, aber so ist es eben. Ne? Ja. Die Wahl habt ihr ja. Ne? Ihr könnt ja hingehen oder nicht. Ne? Ist das sonst noch irgendwas mit Wahl? Also kann man es sonst noch irgendwie verstehen? Oder? Wir hatten übrigens mal eine Wahl im Rhein, ne? Fällt mir gerade ein. Ja. War das nicht sogar ein weißer Beluga-Wahl, der mal im Rhein? Beluga, ja. Ich meine ja. Ja, Gott. Da war ich noch Kind. Ja, da war das Wasser noch kalt da. Ne? Das war noch, also Eiszeit oder sowas muss das gewesen sein. Naja, nee, Quatsch. Also jetzt reden wir an der Stelle auch Klartext. Natürlich steht noch eine zweite Wahl an diesem Wochenende an und die betrifft auch den 1. FC Köln. Denn wer den FC wählen will, auch am Sonntag, der hat eigentlich nur eine Wahl. Ja. Ist so. Also die Kollegin von den Grünen hat sich ganz, ganz klar gegen jegliche Ausbaupläne des 1. FC Köln positioniert. Ja. Insofern hat man als 1. FC Köln-Fan da relativ wenig Wahl, ehrlich. Ja. Das ist total klar. Nee, also ein FC-Fan, wähle ich ganz klar. Der heißt ja auch schon so den Burmeister, ne? Der heißt ja schon Bürgermeister, oder? Im Grunde ist das schon der, ne? Stimmt. wenn du schlimm nuschelst, ne? Ich werde Bürgermeister. Burmeister, ne? Ja, also logisch. Den Witz hat der bestimmt noch nie gehört. Nee, Namenswitze sind immer so was ganz besonders Großartiges, ne? Besonders wenn man selber den Namen hat. Ja, also auch das ist kein Aufruf, sondern schlichtweg eine Information. Das soll jeder so machen, wie er will. Das ist ja das Dolle an der Demokratie und nicht alle Leute, selbst die Leute, die es gut mit dem FC meinen, sehen das so wichtig, dass sie dann ihre Entscheidung davon abhängig machen. Kann ich auch verstehen. Alles völlig korrekt. Ne? Ja, jetzt haben wir lang genug über Wahlen gesprochen. Ne? Reden wir noch was über Sport? Oder? Ja, also man könnte ja sagen, wir kommen eher zu den Punkten und man könnte ganz schwarz sehen und sagen, wir haben aus den letzten beiden Spielen nur einen Punkt geholt. Das klingt ja nicht so doll. Ne? Nee, also wir haben aus den ersten 4 Saisonspielen 7 Punkte geholt. Das ist ein super geiler Saisonstart. Wir sind nicht umsonst Vierter. Und leistungstechnisch ist das wirklich begeisternd, was unsere Mannschaft anbietet. Ja.
auch in diesen beiden Auswärtsspielen, konnten wir zwar keins gewinnen, aber in Wolfsburg, also tut mir leid, das war ein sensationelles Spiel. Ich war ja auch da live vor Ort. Arme Sau. Und ja, genau, ich kam morgens um 5:30 nach Hause. 12 Stunden, also wirklich satte 12 Stunden nach Abpfiff des Spiels war ich erst wieder zu Hause. Aber nicht, weil wir danach noch da rumgefeiert hätten, sondern weil wir einfach auf den Zug warten mussten. Und andere kamen sogar noch später, weil ein Zug ist dann sogar noch verunfallt auf der Strecke. Naja, aber das war super, wie wir da aufgetreten sind. Auch wieder hinten gackt der Bock. Nee, wie war das? Ja, ja. So, ne, so ging der Spruch. Und in Leipzig, ja, diese 5 Minuten vor der Pause, das war so eine Mischung aus Blackout und vielleicht war man auch schon in der Kabine. Das ist dumm gelaufen, aber wie wir zurückgekommen sind in der zweiten Halbzeit und nicht eingebrochen sind und versucht haben, doch auch noch den Anschluss zu schaffen und es fast auch geschafft hätten durch Ache, das hat mich völlig überzeugt und das macht mich stolz. Und natürlich ärgert man sich über Niederlagen, aber am Ende überwiegt diese positive Erkenntnis, dass wir echt eine geile Truppe haben. Eine absolut geile Truppe. Absolut. Und ich möchte eine Sache dazu sagen, darüber hinaus. Ne, wir reden immer über Wettbewerbsverzerrung und das konnte man da eben live sehen. Das ist genau das, was wir meinen. Dass du gegen so einen Verein, den es so kurz erst gibt und der sich nicht selber hochgearbeitet hat, dann eigentlich vorher weißt, dass du im Prinzip keine Chance hast. Es sei denn, es passiert irgendwas Irres oder die sind heute mal schlecht und du machst eine Superleistung. Ja? Das ist genau die Wettbewerbsverzerrung, die wir immer anprangern. Ne? Und wir haben uns großartig geschlagen, weil ehrlicherweise den Kopf da hochhalten, wenn du weißt, der andere fuscht, ist schwer. Ist schwer. Ne? Und wenn ich eine Sache noch sagen darf, was mich echt angepisst hat beim Gucken, ich habe es ja dann im Fernsehen gesehen, der Markenkern dieses Unternehmens ist ja Aggressivität. Ne? Und die kaufen deswegen ja auch irgendwie lauter, das sind ja immer, Aggressive Leader, also keine Sympathen, möchte ich mal sagen. Ja? So, und das überträgt sich, das war mein Gefühl, auch aufs Publikum. Also selbst der Jubel für die Tore, selbst von Jugendlichen, von Kindern, von Frauen, sah für mich nicht aus wie jemand, der sich über ein eigenes Tor freut. Naja, da steht ja auch der Wahnsinnige da in seinem roten Anzug noch mit dem Mikrofon sondern in der Hand. Das hatte sowas Agromäßiges. Es war so eher, wie sich irgendwie so eine Lynchmob freut darüber, dass einer hängt. Ja? Also es hatte nichts Fröhliches, nichts Positives. Und es hat mich nochmal, also auch echt verstört, kann ich nicht anders sagen. Ich kann das ganze Konstrukt nie leiden. Ja, aber naja, wir haben ja auch immer noch Plastikwochen beim FC, die feiern wir. Wir ertragen sie jetzt seit 2 Wochen. Ja. Das wird unterbrochen durch den VfB Stuttgart. Ja. Dann geht es allerdings auch direkt weiter in Hoffenheim. Und das sind sportliche Aufgaben, die da vor uns liegen, die wir alle mal positiv zu unseren Gunsten entscheiden können. Und dann, ich meine, überleg mal, wo stehen wir dann? Also Ja, also ich meine, Wahnsinn. Wir haben ja nun alle damit gerechnet, mit so einem Auftaktprogramm, dass es ganz, ganz bitter laufen kann. Und das hätte auch so sein können. Wir sind super reingestartet, dass wir nicht die ganze Zeit auf irgendeinem Champions-League-Platz stehen, verwundert auch keinen. Ja? Aber wir haben eben die Chancen, solange wir dranbleiben können, sollten wir dranbleiben und beißen und beißen und beißen. Kwasniok hat es ja gesagt, er hofft, dass wir nochmal die Gelegenheit haben, Spitzenreiter, Spitzenreiter zu singen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja? Das ist genau die Art Realismus, die in Köln so geliebt wird, finde ich wunderbar. Weiß ich gar nicht, ob das geht am Wochenende. Ja, das wird vielleicht spielen die alle erst Sonntag, ich weiß es nicht. Ja, mein Gott, also irgendwie, ihr merkt, nicht nur Mitgliederversammlungen sind lang, sondern heute auch unsere PK, weil wir kommen irgendwie nicht raus. So. Also wir wollen, es zieht sich vielleicht ein bisschen hin mittlerweile, aber es macht auch gerade Spaß. Und das, was uns da am Wochenende erwartet in diesem Stadion, das wirft natürlich große Schatten voraus. Also dieses wichtige Spiel gegen den VfB Stuttgart, diese zukunftsweisende Mitgliederversammlung mit dieser Wahl, an deren Ende für mich hoffentlich dieses gute Ende steht, dass wir mit der Truppe, die auch aus uns selbst heraus, aus unserem Mitgliederrat heraus initiiert wurde, dass wir dann in die Zukunft starten. Und bis dahin möchte ich eine Sache noch sagen. Aha. Wählt
uns und kommt ein bisschen früher, denn wir sind vor dem Spiel hier auf der Bühne. Ne? Ach so, stimmt. Ja. Und es gibt Hoodies? Nee, Und gibt keine quatschen ein Hoodies. bisschen, gibt keine Hoodies. Nee, gibt Punkte. Das Ne? ist hier beim Pascal, ne? Richtig, genau. Mit Intersport Höger, wunderbar. Freuen wir uns drauf. Also das wird ein super Tag. Ja. Leute, ja, wer die Wahl hat, In dem Sinne, hat 3 Punkte. Sonntagabend, 17:30 Uhr, Müngersdorfer Stadion. Macht's gut und macht das Kreuzchen an der richtigen Stelle. Prost, Leute.